Mikrofon an! Können ihr mich alle hören? Ja. Ja. Liebe Gäste, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir nach dieser langen Corona-Zeit nochmal endlich wieder mit euch feiern können und begrüßen euch ganz herzlich. Und ich hoffe, dass Essen und Trinken und Sonstiges ist alles zu eurer Zufriedenheit. Sonst, wenn es irgendwelche Probleme gibt, genug Glück, also immer Fragen stellen. Muss ich euch, glaube ich, nicht vorstellen, den Jupp Ment, der wird euch jetzt durch die Sitzung führen. Und ich möchte ganz herzlich meinen schönen Ilmerat begrüßen. So. Und bevor wir jetzt loslegen, würde ich gerne noch dem Jupp Danke sagen, dass er heute mit euch hier auch feiert, dass er durch die Sitzung führt und dass er das auch, wie ich glaube, gerne tut. Alle neuen Wesen kehren gut, die das hier ins Leben gerufen haben und gemacht haben über Jahrzehnte, die sitzen hier vorne, ne, mit dem Projekte und mit Ärger, schmeißen alles durcheinander. Unser Präsident ist auch da, wir haben also alles, was Rang und Schulter hat in der Bude und ich jetzt sage, ich versuche mich mal an diesem neuen Amt und werde jetzt auch meinen Thron besteigen. Ich nehme an, der Ilmerat wird mir hilfreich zur Seite stehen. Ich gebe mein Bestes. Dankeschön. Das Süßste, was die von mir halten, die haben mir so ja ein Haushaltstrittbrettchen hingestellt. Damit der Herr Schulzmann sich nicht den Knochen bricht. Meine hochverehrten Damen und Herren, mit der Beleuchtung habe ich jetzt Schwierigkeiten, die Straße. Wo ist der Mann von unserer Firma Alaf? Ist der Russe. Ja, meine Damen und Herren, wir machen jetzt Folgendes, damit wir uns hier kein Spiele an der Fuß setzen, beginnen wir mit dem ersten Programmpunkt. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, hat sich mittlerweile die Gilde oder Garde der deutschen Büttenredner, die dann auch als Bauchredner tätig sind, sehr groß in den Vordergrund gespielt. Es gibt Bauchredner, solche und wir haben hier keine Kosten und Mühen, ich sage das aus Blödsinn, gescheut. Wir haben einer der besten deutschen Büttenredner als Bauchredner, Dankeschön. Die haben wir jetzt eingeladen und ich würde sagen, empfangen Sie mit Begeisterung Klaus und Willi. Ich bedanke mich für den netten Empfang. Tag zusammen. Von der Polizei bin ich auch noch nicht begrüßt worden. Ne? Ja, also der Klaus grüßt euch ganz herzlich. Für ihn kann ich nicht sprechen.
Wie? Echt? Ja, du musst auch eine Begrüßung machen. Was soll ich dir sagen? Ja, was man halt sagt, wenn man irgendwo hinkommt. Wenn es bei euch zu Hause an der Tür klingelt und du machst auf, was ist das Häufigste, was du da hörst? Kannst du ein Paket annehmen für den Nachbarn? Ja, bist du irgendwie schlecht drauf oder was? Ja, nee, ist alles in Ordnung. War nämlich gestern Abend auf einer Geburtstagsfeier, sein Vater hatte Geburtstag, wir waren beim Spanier. Beim Spanier, und wie war's? Peinlich. Wie peinlich. Ja, irgendwann schreit mein Vater schnell in die Hütte, ey Kellner, die Suppe ist ja eiskalt. Ich sag, Papa, das ist Gazpacho. Oh, sagt, Entschuldigung. Ey, Gazpacho, die Suppe ist eiskalt. Aber ich hoffe, du hast jetzt nicht so zugeschlagen. Warum? Ich will ja jetzt nichts sagen, aber du hast ganz schön Bauch bekommen. Das ist kein Bauch, das ist ein Feinkostgeselle. Ach, so nennt man das jetzt. Komisch. Vor einigen Wochen hat er doch zu mir gesagt, ich muss unbedingt 4 Kilo abnehmen. Ich arbeite dran. Wie viele fehlen dir noch? 6. Ich meine, am Anfang von Corona habe ich auch zugenommen. Ne? Hab mir damals auch mal dieses Problem, zu viel gegessen, zu viel getrunken, zu wenig Bewegung. Eine geregelte Verdauung war auch nicht möglich. Kein Klopapier. Habe ich damals nicht verstanden, was sind das für Leute, die 200 Rollen Klopapier kaufen? Ja, denn der Hintern größer ist als das Hirn. Aber ich habe die Funde wieder runtergekriegt. Ehrlich? Ja. Du hast ja das Problem, er isst einfach sehr gerne Süßes. Naja. Kleiner Tipp, wenn man keine Süßigkeiten im Schrank hat, dann kommt man noch nicht in Versuchung. Oder in die Unterzuckerung. Oh, ich hatte vorgestern so einen Heißhunger auf was Süßes, da hatte ich so lange in der Schublade gesucht, bis ich ganz hinten in der Ecke noch einen Hanuta gefunden hatte. Schmeckte ein bisschen komisch, aber dann egal. Da war bestimmt das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Kann nicht sein. Wieso? Da war gar keins drauf. Da muss ein Hinweis gewesen sein. Nein! Da war nur so ein Foto drin. Sag mal, kennst du einen Wolfgang Overath? So, man kann doch auch Süßigkeiten zu sich nehmen, ohne zuzunehmen. Ich weiß zum Beispiel, dass in Speiseeis sind gar nicht viele Kalorien. Vergiss es, habe ich den Sommer pfundweise reingehauen, ging auch auf die Hüfte. Ja, pfundweise ist auch nicht in Ordnung. Mir war heiß, der Sommer war heiß, mir war auch heiß. Ich weiß noch, wie ich am Schreibtisch gesessen habe und hatte die Füße im Eiswasser. Meine Mutter war auch noch in den Wechseljahren, die hatte immer Hitzewellen. Und irgendwann stehe ich neben ihr, da zieht die plötzlich ihren Wüstenhalter aus, legt den für 10 Minuten ins Gefrierfach, zieht ihn wieder an und dann dieser Gesichtsausdruck. Ach, was geht das, Jung? Mein Gott, war dir das peinlich. Hast du doch nie die nackte Brust deiner Mutter gesehen? Doch, aber nicht bei Aldi. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte, wie gesagt, auch zugenommen. Ich habe die Funde wieder runtergekriegt. Ich kriege mittlerweile von meiner Lieblingshose die beiden obersten Knöpfe wieder zu. Ja, ist aber auch eine Latzhose. Ich würde niemals eine Latzhose anziehen. Warum nicht? Nenn mir einen richtigen Kerl in meinem Alter, der Latzhose trägt. Heller von Singen. Auch bei dir ist das ein bisschen oldschool. Ich trage sehr gerne Latzhose. Das macht sich aber nicht gut in einem Vorstellungsgespräch. Weißt du, wenn du dich dann da hinstellst und sagst, hallo, ich heiße Willi, bin 15 Jahre alt und trage regelmäßig Latzhose. Naja, immer noch besser als hallo, ich heiße Klaus, bin 53 und unterhalte mich regelmäßig mit meiner rechten Hand. Ist auch egal. Ich habe die Ernährung auf jeden Fall einfach umgestellt und damit bin ich von den Kunden runtergekommen. Sagt der 20 Mal im Jahr den Grill anschmeißt. Moment. Er hat recht, wir grillen sehr viel, aber wir grillen immer vegetarisch. Was? Och, hör auf. Du weißt ja gar nicht, was das ist, vegetarisches Grillen. Doch, das ist wie Karneval in Düsseldorf. Es existiert, aber macht keinen Spaß.
Also vegetarisch geht noch. Vegan, das wäre mir auch ein bisschen zu streng, ne? Also, damit du den Unterschied mal begreifst. Vegetarier essen keine Fleischprodukte, ja, Veganer sind strenger, die lehnen alle tierischen Produkte ab. Und da gibt es noch die Ultra-Veganer, die sind noch strenger, die dürfen nicht noch Urlaub an Dallanan machen. Wieso? Weil da tierisch gesoffen wird. Ja. Genau, so. Und ganz ehrlich, mit dem Vegan, ne, das wäre mir persönlich übrigens Ultra-Veganer, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Die sind knallhart. Daneben ist alles verboten, was tierisch ist. Ein Freund von mir war Mitglied und die haben ihn rausgeschmissen, weil er an einem Tag 16 Mal die Regeln gebrochen hat. Wow, wie schafft man das denn? Das ging morgen schon los, da ist er wach geworden mit einem Kater. Kam so spät zur Arbeit, weil ihn die Bullen kontrolliert hat, da hat ihn sein Chef zur Schnecke gemacht. Abends kam er wie ein begossener Pudel nach Hause, wollte seiner Frau den Hengst machen, aber die hat ihm einen Vogel gezeigt. Frustriert hat er sich die Salbensocken und die Turnschuhe angezogen und dann joggen einen Wolf gelaufen. Auf dem Heimweg ist er einen Zebrastreifen noch fast von einem Jaguar überfahren worden, kam zitternd wie ein Aal nach Hause, erzählt hat seinen Schwiegerdrachen und die sagt dann zu ihm, da hast du das Schwein gehabt, du blöder Hund. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das mit dem Vegan ist eine Sache für sich, aber das Festkomitee Kölner Karneval wird ja in diesem Jahr 200 Jahre alt. Wow. Und im nächsten Jahr wollen die in Jürzenich zum ersten Mal eine vegane Karnevalssitzung machen. Was? Die ist abgesagt. Wie die ist abgesagt? Die haben kein Programm zusammengekriegt. Wo ist denn das Problem? Ja, denkt doch mal scharf nach. Vegane Sitzung. Keine Höhner, keine Kammerkätzchen, kein Ketterlu. Dieser Metzger geht gar nicht. Tusch ist auch verboten. Wieso? Tartar. Und das Dreigestirn hätte auch nicht kommen dürfen. Wieso ist das Dreigestirn nicht vegan? Der Prinz trägt Fasanenfedern, der Bauer trägt Pfauenfedern und die Jungfrau, die hat Eier. Der mit seiner großen Klappe. Ich hab Spaß, ja, aber ich hab auch Spaß hier. Nee, das Problem ist, sein bester Freund redet kein Wort mehr mit ihm. Undankbarer Kerl, wo ich ihm so geholfen hatte nach seiner unangenehmen Operation. Was musste er denn operieren lassen? Ach, Backstage. Was? Hinterausgang. Was? Last Exit. Red doch mal Deutsch mit mir. Hämorrhoiden. Da habe ich ihn 3 Tage lang mit Essen versorgt, aber das war den feinen Herren anscheinend nicht gut genug. Was hast du denn gemacht? Ja, was ich halt so kann. Chili con Carne, Pizza Diavolo, Spaghetti alla Radiata. Das ist viel zu scharf. Er hat es gegessen und nicht drauf gesessen. Ja, aber irgendwann kommt es da unten an und dann da brennt das da wie Feuer. Was? Das brennt hier. Am Ausgang hier. Deswegen war der so sauer, als ich ihm das auf der Gitarre vorgespielt habe. Was hast du denn gespielt? And it turns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Ich habe eine ganz andere Vermutung. Dein bester Kumpel ist doch Türke. Da war bestimmt Schweinefleisch dabei, aber das darf er doch gar nicht essen. Wieso? Ja, wenn er ein gläubiger Moslem ist, isst er im Leben nicht. Ich habe den einer gefragt, Ahmed, wie heißt doch der berühmte Ort mit N? 5 Buchstaben, wo ihr alle einmal im Leben hin müsst. Da sind wir Malle. Trotzdem, das Schlimme ist, so redet er auch mit seinen Mädels. Ich muss es euch leider nur sagen, wie es ist. Er hatte schon mehrere Freundinnen, keine ist länger geblieben als ein paar Tage. Ja, ich hatte immer ein bisschen Pech mit den Frauen. Ich danke euch ganz herzlich für dieses nette Geräusch. Ich glaube, ich will es noch mal hören. Ich hatte immer ein bisschen Pech mit den Frauen. Meine erste Freundin war älter als ich, die hat mich verlassen, weil ich zu wenig Geld hatte. Hast du ihr nicht verraten, dass du einen stinkreichen Patenonkel hast? Doch, und jetzt ist sie meine Tante. Mit den zweiten saß ich abends um 10 auf der Couch. Da sagt sie, oh, meine letzte Bahn ist gerade weg.
weggefahren. Darf ich bei dir übernachten? Ich sag, natürlich, Baby. Wie möchtest du morgen früh dein Ei? Setze unbefruchtet. Aber, du hast doch jetzt eine Freundin. Ja. Hat die nicht nächste Woche Geburtstag? Ja und? Schenk ihr doch genau das, was sie sich wünscht. Und du hast gewonnen. Ja, das ist ein Problem. Sonst sie wünscht sich einen Push-Up-BH. Und du weißt nicht, was ein Push-Up-BH ist? Doch sicher, das ist doch was Ähnliches wie eine Chipstüte. Chipstüte? Ja, dann öffnen und denkt man, scheiße, ist ja doch halt voll. Und wo ist dann bitteschön das Problem? Ich kenne ihre Größe nicht. Dann schnappt ihr heimlich einen BH, wenn sie nicht da ist. Da ist hinten ein Schildchen drin. Ja, das kenne ich von meiner Mutter, siehst du. Da ist doch eine Zahl drauf. Das ist der Brustumfang. Und dann ist da noch ein Buchstabe, A, B, C und so weiter. Das ist die sogenannte Körbchengröße. Was? Ich schmeiß nicht weg! Meine Mutter hat unterschiedlich große Brüste. Ist das so? Ja, da hier steht drin C und A. Ich sag, der macht mich wahnsinnig. Das Problem ist, er kann doch nicht mal was dafür. Der hat die falschen Männer in seiner Umgebung. Was machst du da? Sie möchte ein Foto. Komm ein Stückchen näher, hast du eine Röntgenaufnahme? Er meint das nicht so, ne? Sitz! Sie kann sich nicht setzen. Wieso? Sie hat doch keinen Stuhl. Oh, dagegen gibt's Medikamente. Aufgehen! Sag, genau so redet er mit den Männern. Ja, danke, Königin Mutter. Nice to see you. Nein, tatsächlich ist bei ihm das Problem, dass er nicht so richtig weiß. Er hat die falschen Männer in seiner Umgebung. Er hat zum Beispiel einen Nachbarn. Kevin Kowalski, der hat 2 Söhne und hat beiden den gleichen Vornamen gegeben. Die heißen beide Tom. Ja, mit einem kleinen Unterschied. Der Ältere ist adoptiert, den nennen sie Tom. Der Jüngere ist leiblich, den nennen sie Tom. Tom wegen der Werbung. Tom, Respekt, wer es selber macht. Und, ja, geht noch weiter. Der Typ hat zu Hause eine Wohnzimmerwand voll mit Jagdtrophäen. Hirschgeweihe, Wildschweinköpfe. Ja, der Mann ist eben Jäger. Und warum hängt genau in der Mitte sein Hochzeitsfoto? Ja, er sagt immer, das ist der größte Bock, den ich je geschossen habe. Ja, nur Bekloppte. Und sein Vater ist auch nicht besser. Seine Eltern streiten sich ständig. Aber das ist witzig. Was ist denn daran witzig? Die haben gestern eine halbe Stunde lang gezofft und irgendwann sagt meine Mutter, so, noch ein Spruch und du kannst heute Mittag Dreck fressen. Sagt er, oh, du kochst also wieder. Ich weiß gar nicht, warum deine Mutter noch zu Hause ist. Naja, sie hat ja ihren Ausgleich. Was denn für ein Ausgleich? Ich glaube, meine Mutter hat ein Verhältnis. Was? Ein Fisternell. Deine Mutter mit wem? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Typ Jörg heißt und Kanalarbeiter ist. Wie kommst du darauf? Die kam vorgestern total voll gefressen nach Hause und hat danach eine halbe Stunde lang in die Toilette gerufen. Jörg! 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 Soll ich euch mal was sagen? Wenn ich dem zuhöre, merke ich, dass ich eine andere Altersklasse bin. Ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Was soll das heißen? Auf deiner Uhr steht Fossil. Nein, ich gebe es ja zu. Ich springe mittlerweile auch nicht mehr so aus dem Bett wie früher. Früher hat es morgens nach dem Duschen immer eingecremt mit Nivea. Ich creme mich immer noch ein, ja, mit Voltaren. Moment. Ich bin ein ganz sportlicher Typ. Ja, sehr sportlich. Er sitzt abends auf der Couch immer in Jogginghose. Meine Jogginghose wird auch regelmäßig bewegt im Trockner. Was redest du denn da? Ich habe mir jetzt auch ein E-Bike. Oh, sind wir sofort zu Tanteln? Nein, fast alle haben ein E-Bike. Ne? Die Dinger sind gefährlich. Ja, deswegen habe ich ja einen Helm. Und ich habe noch ein bisschen Geld investiert. Ich habe eine spezielle Radlerhose. Ja, das ist das, was die Welt braucht. Männer
sich in Radlerhose. Sexy, was hast du bloß mit diesem Mann gemacht? Hätte ich doch nicht so an. Meine Güte. Ich habe die Hose doch nicht wegen der Optik, ich habe sie wegen der Funktion. Ach, die kann auch noch was. Ja, was kann sie denn stricken oder was? Nein, da ist eine spezielle antibakterielle Einlage drin. Was ist da drin? Eine Einlage, das verhindert die Entstehung von unangenehmen Gerüchen. Er hat eine Hose mit Geruchsfilter. Da wird der Kölner sagen, das ist ein Fußschutzputz. So, und auf dem Lenkrad habe ich ein Navigationsgerät für Fahrräder. Ja und? Ja, da sind nur die Radwege drauf und die Stimme macht entsprechende Ansagen für Radfahrer. Das ist ein alter Hut, Entschuldigung. Meine Oma hat ein Navigationsgerät auf dem Rollator. Das gibt es, ja, da sind nur die barrierefreien Wege drauf und die Stimme sagt so Sachen wie Achtung, Hundehaufen voraus. Bitte großräumig umfahren. Oder bei Aldi heißt es, Vorsicht, Stau an Kasse 3, bitte nutzen Sie Kasse 1 oder 2. Cool. Und hat die Oma Spaß? Die hat das Ding gestern Wutstaub in die Tonne geklopft. Wieso? Immer wenn sie an den Friedhof vorbeikam, hat die Stimme gesagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich muss aber sagen, seine Oma kann das vertragen. Seine Oma ist die tolle Generation von Senioren, die wir heute haben. Ne? Fit, viel fitter als früher. Ja. Kennst du diesen Spruch? 80 ist das neue 70 und 90 ist das neue 80. Also wenn ich überlege, wenn wir früher hier in Köln in einem Altenheim aufgetreten sind, da saßen da 70-jährige, verhutzelte Leutchen und haben gesungen, wir kommen alle in den Himmel. Nee, heute nicht mehr. Nee, heute stehen die 90-Jährigen auf den Stühlen und singen, ja, und wir sind immer noch da. Hat aber recht. Meine Mutter ist 81 Jahre. Die ist sowas von fit und modern. Die hat ein Smartphone, die geht ins Internet, die schickt mir regelmäßig Textnachrichten. Cool. Aber gestern habe ich gedacht, jetzt wird sie tüttelig. Wieso? Da schreibt die mir, hallo mein Großer, wusstest du eigentlich, dass du im SUV gezeugt wurdest? Damals gab es doch gar keine SUVs. Mach dir keine Sorgen, das ist die Autokorrektur. Du wurdest nicht im SUV gezeugt, sondern im Suff. Der macht mich wahnsinnig. Und ganz ehrlich, ich werde auch schon rahmdösig, ne? Ich weiß noch, letzte Woche, da stehe ich in der Küche, mir fehlt eine Zutat. Ich gehe runter in den Keller, komme da unten an und wusste nicht mehr, was ich wollte. Das ist nicht lustig, das ist peinlich. Auch nach nichts raus, das schaffen andere auch. Andere. Jupp! Was ist mit dem Jupp? Der hatte im Oktober einen Termin in der Autowerkstatt zum Reifenwechsel. Und den hat er verpennt. Nee, aber war so schönes Wetter, war es mit dem Fahrrad hingefahren. Du hast gesehen, der Jupp ist ja heute der Sitzungspräsident. Oh, der Sitzungspräsident. Ja, und warum? Weil er gut reden kann. Ja, reden kann er. Im Dezember standen wir ihm vor der Tür zwei von den Zeugen Jehovas. Hat er eine halbe Stunde mit denen diskutiert. Und als wir wieder gingen, waren sie Atheisten und haben noch den Müll mitgenommen. Zack. Und was hat man früher zu solchen Leuten gesagt? Der kann dem Papst ein Doppelbett verkaufen. Ne? Was soll denn daran lustig sein? Der denkt mal scharf nach. Warum braucht der Papst kein Doppelbett? Ach, ich Idiot. Ja, einer von den beiden ist ja jetzt gestorben. Und das ist die Generation, die mit dem Gendern klarkommen soll. Ach, dann ist es wieder mein Lieblingswort, Gendern. Ja, beim Gendern geht es ja darum, dass wir endlich mal ein bisschen Gleichberechtigung in der Sprache haben. Gleichberechtigung, ja, dass wir die Frauen mit einbeziehen. Wir sagen heute, liebe MitarbeiterInnen und liebe MitgliederInnen.
Und in den Nachrichten heißt es, sehr geehrte ZuschauerInnen. Ja, und dann kommen so tolle Sätze wie, wegen des schönen Wetters beim EU-Gipfel trafen sich die Innen- und AußenministerInnen außen. Ist aber noch wichtig. Machen wir in Nordrhein-Westfalen doch schon lange, ehrlich? Ja, im Ruhrgebiet hat man immer schon Sätze gehört wie, das ist der Anbieter, hier sein Auto. Und außerdem wissen wir ja mittlerweile, es gibt nicht nur Männlein und Weiblein, es gibt ja noch Formen dazwischen. Wie Formen dazwischen? Ja, man sagt doch, es gibt Menschen, die stecken gefühlt in einem falschen Körper. Ja, und die heißen Sauchredner. Ganz ehrlich, ich mache mir wirklich manchmal ein bisschen Sorgen um ihn. Musste nicht. Erster Schultag nach den Ferien hat er direkt einen Klassenbucheintrag bekommen. Das war in Biologie. Wir kommen in Bio, da steht in der Ecke ein Skelett. Das ist ganz normal. Da hatte ich nur gesagt, ich weiß ja, dass wegen Lehrermangel alte Kollegen zurückgeholt werden. Aber ihr übertreibt. Und Biologie ist so ein schönes Fach. Das ist langweilig. Ach, Blödsinn. Ich weiß heute noch Sachen, die ich früher in Biologie gelernt habe. Was denn? Zum Beispiel, dass es auf den Kanarischen Inseln gar keine Kanarienvögel gibt. Ja, und für die Jungfraueninseln gilt das Gleiche. Keine Kanarienvögel. Was habt ihr denn im Moment in der Biologie? Wir reden über Schnecken. Schnecken, ja, die kleinen Schleiner. Frage im Test, woran erkennt man bei Schnecken das Geschlecht? Könnte ich nicht sagen, echt auch nicht. Hatte ich geschrieben, genau weiß ich es nicht, aber alle Nacktschnecken sind männlich. Ist das so? Ja, das sind die Geschiedenen, die das Haus abgeben mussten. Zack. So. Und jetzt sagst du den Leuten mal, warum ich meine, du musst in Biologie aufpassen, denn was möchte er beruflich machen? Ich möchte Medizin studieren und Arzt werden. Ich gebe dir einen Tipp, geh in die Pflege, da werden Leute gebraucht. Warum? Ja, denn sie beschäftigen doch schon Seiteneinsteiger. Was ist das denn? Das sind Leute, die mal einen anderen Beruf gelernt haben und die umgeschult werden. Die kannst du alle vergessen. Da unten im Krankenhaus wurde eine Stelle schon 3-mal neu besetzt. Nur Idioten. Wieso? Ja, der Erste, der kam aus der Hotelbranche. Der hat zu den Patienten immer gesagt, Frühstück ans Bett kostet extra. Der Zweite war Ausbilder bei der Bundeswehr. Der hat um 6 Uhr die Türen aufgerissen und geschrien, in 3 Minuten will ich hier keinen im Bett sehen. Zack, 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 zack. Aber der Bekloppteste war der Dritte. Der hat früher bei DHL gearbeitet. Und wenn die Patienten sich geweigert haben, ihre Tabletten zu nehmen, hat er die einfach beim Nachbarn eingeworfen. Mein Tipp zum Schluss, du solltest einen anderen Beruf machen. Du mit deiner großen Klappe, du bist doch ganz woanders gut aufgehoben. Sein Opa hatte den schönsten Beruf, den ein Junge sich wünschen kann. Der hat sein ganzes Leben auf der Kirmes gearbeitet an einem Fahrgeschäft. Ja, das merkt man heute noch. Woran? Der sich auf seinen Treppenlift setzt, dann sagt er immer, so, jetzt geht's los, jetzt geht's hier richtig zur Sache, eine tolle Fahrt, eine super Fahrt, jetzt geht's hier ab, 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 wir fahren rückwärts. Und sein Opa hat auch jahrelang in einer Senioren-Rockband gespielt. Lustige Truppe, die nannten sich die Correga-Tanz. Was ist eigentlich aus denen geworden? Die haben sich aufgelöst. Und deswegen, falls mal jemand Bedarf haben sollte, mittlerweile kann man ihn als DJ engagieren. Und zwar nicht nur für schöne Anlässe. Er hat vor einiger Zeit auf einer Beerdigung ganz, ganz schöne, dezente Hintergrundmusik gespielt. Am Ende hat es aber doch Ärger gegeben. Hast du dich mit der Familie nicht abgesprochen? Doch, die haben zu mir gesagt, unsere Mutter war echt gutes Mädchen. Kannst du am Grab bitte dieses schöne Abschiedslied spielen von dieser berühmten Kölnerin? Naja, der Klassiker, ne? Trude Herr, niemals geht man so ganz. Hä? Das war gemeint? Ja, natürlich, was hast du denn gespielt? Marita Kölner. Wir sind sie quitt. Und jetzt seid ihr unfit. Passt auf euch auf. Danke und tschüss an Klaus und Willi. Madet los.
Meine hochverehrten Damen und Herren, was kann ich mir als neuer Sitzungsleiter anders wünschen als einen solchen Fachmann mit einem, ja wie soll ich das sagen, mit einem facettenreichen Sachen, die der uns hier um die Ohren haut. Ich kann ihm noch eins versichern, er ist also nicht nur auf der Bühne ein absolutes Ass. Wir hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten häufiger zusammen auch im Fernsehen das eine oder andere zu tun. Und ich kann Ihnen sagen, eine bessere Kollege im Hintergrund, im sogenannten Backstage, gibt es nicht. Und deshalb unserem lieben Klaus und Willi recht herzlichen Dank für das, was ihr hier gebracht habt. Und ich würde sagen, wenn du noch eine ganz kleine hast, oder ist er der Kleine, ja, er hätte das Kleine. Also, du kannst dich ja jetzt auf eine schöne Art und Weise hier verabschieden und bedanken. Ja, okay. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die fliegt das. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung, warum dieses komische Lied im letzten Jahr überall rauf und runter gedudelt wurde. Nicht überall. Hier in Köln gibt es eine Spezialversion. In Köln singen sie jetzt: Wir sagen, du kannst gehen, verzieh dich, Kardinal Wölki. Oh, ja. Ja, ich muss euch erklären, er war bei dem legendären Gottesdienst im Dom dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Es gab einen Gottesdienst im Dom, der Wölki vorne. 10 Messdiener haben ihm plötzlich den Rücken zugedreht. Ich hätte dich wegschmeißen können. Was ist denn da lustig? Ja, einer von den kleinen Drecksäcken hat noch die Mikrofonanlage ausgestöpselt. Ja, und damit die Leute das merken, hat der Wölki ganz laut gerufen: Mit dem Mikrofon stimmt irgendwas nicht. Hat die Gemeinde geantwortet: Und mit deinem Geiste. Vielen Dank, Mario. Tschüss. Ja. Meine Damen und Herren, Sie haben gerade festgestellt, auch aktuell, was den Herrn Wölki anbelangt, ist unser Klaus und Willi auf dem Laufenden. Ich würde sagen, das ist eine wunderbare Vorstellung gewesen, für mich der richtige Einstieg und ein Kompliment an Sie, an den Saal. Es war mucksmäuschenstill. Unserem lieben Klaus und Willi, dreifach von Köln, alle, Köln, Köln und Abmarsch. Tschüsschen. Guten Abend. Ja, meine hochverehrten Damen und Herren, wie immer, wie jeder Programmpunkt hinter dem anderen her. Ich muss jetzt schon mal um Ruhe bitten. Hallo. Draußen stehen die Leute, die auf der Bühne wollen, die können einfach nur dann gehen, wenn der Saal ruhig ist. Meine hochverehrten Damen und Herren, jede Gesellschaft, ich muss da ein bisschen abfletten, weil es sehr wichtig ist, jede Gesellschaft, die etwas auf sich hält, hat eins mit Sicherheit: ein Tanzpaar von internationaler Klasse. So schmücken auch wir uns mit solch einem Paar und einer dazugehörenden Tanzgruppe. Wir haben Jana Dumblus und Fabian Herrmann als Tanzpaar der Gesellschaft. Wo sind sie?
Damen und Herren, das ist live. Wir haben einen kleinen Fehler eingebaut. Die Plaggeköpfe. Die Plaggeköpfe hätten wir mal vergessen. Um Gottes Willen, nachträglich um Entschuldigung. Entweder hätte das einer falsch geschrieben oder ich habe es falsch gelesen. Es ist im Endeffekt scheiße, ja, sie sind da. Ne? Also auch begrüßen wir hier mit dem Husarenchor zusammen die Plaggeköpfe. Dumdus, Jana Dumdus und Fabian Herrmann. Diese beiden Menschen sprechen von Begegnungen mit Menschen, die sie auch geprägt haben. Das müssen schon Menschen sein, die über einen stabilen Charakter verfügen. Mit Fähnchen im Wind können sie nichts anfangen. Der Austausch mit anderen lag in den letzten 2 bis 3 Jahren brach. Die Pandemie zwang zum Stillstand. Das fing beim Training an und hörte mit fehlenden Auftritten auf. Es kam sogar die Langeweile auf, was ein Tanzbar überhaupt nicht gebrauchen kann. Und so machten sie sich über den Karneval, insbesondere den Straßenkarneval, ihre Gedanken. Sehr deutlich gaben sie ihren Unmut über die in Köln festgestellten Saufszenen mit ihren Auswüchsen bekannt. Sehr mutig, zumal sie selbst noch junge Menschen sind. Könnten wir jetzt im Moment mal so weit kommen, dass wir hier vorne um absolute Ruhe bitten können. Dankeschön. Aber heute seid ihr beide bei unserer Sitzung wieder mit dem, was ihr hervorragend könnt, mit dem Tanz. Und somit empfangen wir voller Vorfreude unser Tanzpaar Jana und Fabian. Sind wir fertig? Also zur Erklärung, ich muss unseren Kommandanten jetzt in der Küche, den sollte ich vertreten. Marieche, Tanz.
Ja, meine hochverehrten Damen und Herren, Jana und Herm und Fabian, Entschuldigung, wir haben etwas gesehen, was man wahrscheinlich auf Girls-Bühnen nicht so häufig sieht, nämlich einen wirklich hervorragenden Tanz. Man kann erkennen von hier oben, wie viel Erbig da drin steckt und was ich eben hier noch mitgeteilt habe, was ihr mal in einem Interview von euch gegeben habt, da kann man nur sagen, wir können froh sein, wenn ein Kölscher Vastelavond das junge Glück ihre Freizeit opfern, um so ein tolles Paar zu sein und auf die Bühne zu bringen. Recht herzlichen Glückwunsch! Meine hochverehrten Damen und Herren, halten Sie noch mal eine Minute inne. Ich hätte nämlich noch etwas zu sagen zu unserem Tanzpaar. In den letzten Wochen oder Tagen, kann man sagen, hat sich ja herausgestellt, dass ein sogenanntes Ranking der Tanzpaare irgendwo ausgeschrieben worden ist. Das heißt, es wird gesagt, die sind die Beste, die sind die Beste, die. Ich kann nur sagen, halte ich für Humbug,
denn alle Male, das sind solche Leute, die ihren Sport fast fanatisch ausüben müssen, um diese Klasse erreichen zu können. Und ich sage nur eins, die zwei sind für unsere Gesellschaft die allerbeste. Recht herzlichen Dank. So, lebt Jana, komm uns her. Hier eine Kleinigkeit, ich weiß nicht, was drin ist ja sehr geheimnisvoll. Aber wenn ich es nicht lesen kann, ich doch nicht, was will ich machen? Alles Liebe und Gute, bitte du mal später, ich weiß, wie das ist, wenn man am Schweißen ist. Nochmal dazu von Herzen, alles Gute dir und deinem Leben, Geld. Mach es gut, du weißt, du wirst draußen geehrt. Ich stelle sage, unserem Traumpaar verabschieden wir jetzt mit unserem Ruf, der da heißt, dreimal von Hetze, Gölle! 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 So, und jetzt fehlt natürlich wieder. Jetzt. Ja, da will ich ja auch jetzt ansprechen. Ja, da bin ich ja noch besser drauf als du jetzt. Meine Damen und Herren, er ist am Anfang, wie seht der Kölsche, der Fauxpas unterlaufen. Ich hatte Plagge gehabt, hatte ich vergessen gehabt. Dabei ist doch die Fahne, das ist doch das optische Werkzeug, um sagen zu können, das hat jetzt mit was zu laufen zu tun, das ist die Gesellschaft und die Gesellschaft. Und deswegen, die brauchen ja hier keine akrobatische Tänze zu machen. Die sollen der Plagge geradeaus festhalten, da sind wir nämlich auch zufrieden, wenn es jetzt für die Augen ist. So, und deshalb kriegt der Geschäftsführer Rudi Gerloff, der kriegt natürlich für die ganze Voyage unser diesjährigen Orden Dunnen verliehen, mich haben wir nicht. Dunnen verliehen, ne? Morgen kriegt eine andere. Du wolltest jetzt sagen, ja, da kriegst du ein Mikrofon, Moment. Lieber Josef, es ist im Flaggenköpf eine besondere Ehre, mit so einer Ikone des Kölner Karnevals zusammen auf der Bühne zu stehen. Und deswegen überreiche ich dir unseren Sessionsorden, oder vielmehr unseren Jubiläumsorden, 25 Jahre Flaggenköpf. Dankeschön. Opiumman, behalt den kölschen Spruch. Opiumman, dreimal die Flagge, die Flagge, die Flagge, TV! So, wir sehen, das haben wir sonst jetzt, sind wir jetzt geschäftlich in Ordnung. Meine Damen und Herren, die die Bühne bevölkern, macht eine leise, schönen, harmonischen Abgang. In diesem Sinne, hoch unser Flaggenköpf, drehen wir von Hetze, Gölle! 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 Dankeschön, e.V., genau. Sätze zum nächsten Programmpunkt. Aus einem Staatslied kommen großartige Töne. Kaum einer beherrscht mit Stimme und Quetsch die kölsche Töne. Ob alt, ob neu, egal, et Klimpermenschen het sie all im Fundus. Macht der Augen zu, dann glaubst du, der Ostermann ist am Singen. Obwohl der Mann hätte genauso jode Dinger drauf wie der Arne Ostermann.
Er ist sehr vielseitig, er kann auch reden und unterhält die Lücke mit Verzell und Anekdötchen. Der passenden Kirchensitzung wie die Fuß auf den Auge. Also, Bühne frei für Thomas Küpper, het Klimpermünze. Meine sehr geschätzte Festversammlung, liebe Damen und Herren, es freut mich von Herzen, dass ich hier sein darf. Und ich hoffe, dass ihr euch auch ein bisschen freut. Ich bitte um Ruhe. Ja. Ach so, das Jahr mit mir? Nee. Meine Damen und Herren, ich habe ein bisschen die Stimme verloren. Also sagen wir mal so, sie war mal Glockenrein, jetzt ist sie nur noch Glocken. Ne? Aber ist egal, wir kriegen das trotzdem hin. Ich habe daheim noch den Weihnachtsbaum stehen. Ja, ich sage euch, das ist so kalt im Wohnzimmer. Wir haben ja kein Geld für zu stochen. Der hält sich bis Ostern und nadelt nicht. Ne? Und ich habe ja an der Heiligabend so nette Erinnerungen. Ich sage immer, wenn geklärt ist, wer die Schwiegermutter nimmt, dann kann der Heiligabend gemütlich werden. Und wir machen dazu immer eine besondere Veranstaltung am Totensonntag. Ja, da wird die Aal verlost. Da könnt bei uns in der Emma auf den Tisch, da sind Nieten drin und eine Schwiegermutter. Und dann geht der Eimer rund, jeder darf ziehen und der mit dem langen Gesicht, der hätte sie getroffen. Ja, und diesmal machen wir an der Reihe. Wir haben jahrelang Glück gehabt, aber letztes Jahr haben wir sie gezogen. Und da gab es eine Diskussion, wann soll sie denn kommen? Auch sage ich, wenn sie noch am Abend essen könnt, ist es doch gut. Damit konnte ich mich nicht durchsetzen und die Einladung wurde ausgesprochen für den heiligen Nachmittag, 16 Uhr. Und als wenn ihr den Nas gehabt hättet, die Zustellung, die war um 13:12 Uhr. Und mit den Worten, tut es so, als wenn ich ja nicht da wäre, kommen Sie bei uns rein. Ich habe das dann gemacht. Und da wurde zu 3:30, 4:15 sagt meine Frau, jetzt könntest du ihr den Mantel aber langsam mal abnehmen. Mal einen Stuhl anbieten. Aber da war bei ihr die Weihnachtsstimmung ziemlich abgesackt. Und meine Frau hätte noch, warum nicht, wir haben vereinbart, wir schenken uns nichts. Und bei Männern ist nix. Bei Frauen ist ja nix eine Kleinigkeit. Ja, und irgendwann hatte ich dann so eine Kleinigkeit bekommen. Und dann sagt meine Frau, für so eine Kleinigkeit hätte ich mich auch gefreut. Ich sage, reicht mich nicht ab. Ich mache dann der Schwiegermutter all wieder Jod. Für die hatte ich einen Gutschein besorgt beim Bestattungshaus Kuckelkorn. Ja. Der hätte so eine schöne Werbung. Du entgehst nur Gottes Zorn in einem Sarg vom Kuckelkorn. Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause und als Neujährchen haben wir eine Eiskratzer obendrauf. Hast mich sehr darüber gefreut, da stund drauf, mit uns kratzen sie ganz sauber ab. Wie die Schwiegermutter dann gesehen hat, dass der Gutschein auf 14 Tage befristet war. Da hatten wir ganz schöne Qualm in der Wut, meine Damen und Herren. Aber wir haben uns auch wieder vertragen, das ist ja immer wichtig. Und vor allen Dingen, ich habe eine Schwiegermutter, die ist sehr hilfsbereit. Das ist eine gute Eigenschaft. Mir ist bei dem Kaffeetrinken noch mit als ein Tass auf die Erde gefallen. In 1000 Stücken. Da sagt die Schwiegermutter, warte, ich komme mit dem Besen. Ich sage, das Stückchen wirst du doch wohl laufen können.
Und da klimmt sie am Tisch hoch, hält sich den Rückenpack und sagt, oh wei, jetzt habe ich ja noch eine Hexenschuss. Ich sage, darf nicht wahr sein, schießen die jetzt auf der eigene Lücke. Ja. Und für 14 Tage, da ist sie tatsächlich mit unserer Katze beim Tierarzt gewesen. Und da rief der Tierarzt an und sagte, Schwiegermutter ist mit eurer Katze hier. Und sie fragt, ob ich sie einschläfern könnte. Doch, sag ich, das kannst du ruhig machen. Die Katze findet der Weg allein los. Das ist es. Jetzt bin ich aber meiner Schwiegermutter überaus dankbar, denn immerhin hat sie mir ja meine Frau auf die Welt gebracht. Ne? Und wir haben jetzt tatsächlich schon Silberhochzeit. Das sind 25 Jahre, sie und ich auch. Das ist schon schön. Und jetzt gerade auf dem Weg hierhin bin ich mit meiner Frau zusammen im Auto gefahren. Und da habe ich daheim einen kapitalen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, lass mich fahren, dass wir pünktlich da sind. Und genau dieser Satz war ein Satz zu viel. Ich hatte eine sehr ruhige Anreise, Bild, aber keinen Ton. Und dann sind wir kurz hinter der Zoobrücke geblitzt worden. Paf, ging es. Sie glauben ja nicht, was ich mich erschrocken habe. Und kurze Zeit später hat unsere Kollege vom Jupp angehalten, ein sehr netter Schutzmann, der war wirklich sehr zuvorkommend. Sagte, Sie waren zu schnell. Sie sind 80 gefahren, wo Sie 50 durften. Ich sage, Herr Wachtmeister, das kann ja nicht sein. Ich hatte das Tempomat genau auf 50 hingestellt. Da sagt meine Frau, wir haben doch ja keine Tempomat. Ich sag, halte Mul, von wegen halte Mul. Und wenn das Radavan-Gerät nichts gesagt hätte, wärst du noch viel Flöcker gewesen. Ich sag, du sollst den Mul halten. Da lud der Wachtmeister in den Finger zu mir, jetzt wo ich es sehe, Sie sind ja nicht angeschnallt. Ich sag, lieber Herr Wachtmeister, wie Sie gesagt haben, alle meine Verkehrskontrolle, habe ich mich abgeschnallt für die Papiere aus der Butze zu rollen. Da brüllt meine Frau, du wirst doch nie angeschnallt. Gelöscht der Wachtmeister nicht. Und da ist mir der Kragen geplatzt. Ich sag, jetzt hältst du endlich den Mund. Jetzt bist du still. Daraufhin der sensible Wachtmeister direkt zu meiner Frau. Ist ihr Mann immer so fies zu Ihnen? Ist der immer so frech? Der sitzt, nur wenn er jetzt getrunken hat. Meine Damen und Herren, von ganzem Herzen würde ich meine Frau aber immer wieder heiraten und bin sehr froh darüber, dass ich sie habe. Und ich habe damals auch gesagt, und sollte ich im Leben ein Mädel mal freien, dann muss es am Rheine geboren sein. Und das möchte ich jetzt hier mit euch zusammen singen. Ein kleines Potpourri mit Lieder von Willi Ostermann. Schmiss der Remo auf der Orgel, es geht direkt los. Nun sollt ich im Leben ein Mädel mal freien, ja dann muss am Rhein nur geboren sein. Warum soll ich im Leben ein Mädel
jetzt verloren. Das ist jetzt, wo ich stolz drauf bin, denn ich so hart min Heimat und sind dort oben so firmer Stamm, möcht ich die Welt ob anstellen. Ich möcht so groß noch können, möcht ich die Welt ob anstellen. Ich möcht so groß noch können. Meine Damen und Herren, ich möchte so groß, da können wir, was haben wir Glück, dass wir auch da sind, da brauchen wir nicht laufen zu hören. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken und ich meine, das Stimme hätte ja halten, wenigstens bis jetzt. Herzlichen Dank und noch eine schöne Sonntag. Ja, mal langsam. Meine Damen und Herren, ich muss ja erst meine Freude zum Ausdruck bringen. Der Schmarr sind ihr letzte Mal von Hinge. Aber wissen ja, wir zwei, wir kennen uns schon so lang. Wir sind nicht böse für irgendeinen Quatsch oder Blödsinn. Ich habe es einmal schon gesagt, er ist einer der wenigen, der auch Redner, den Rednerposten bedienen kann. Da hätte also Klamotten drauf, ein paar hätte uns ja gebracht. Und man muss immer wieder sagen, wenn die Musiker krank sind und dann trotzdem auf der Bühne jön, da ist ein besonderes Lob für angebracht. Dankeschön. Und auch hier genauso wie in Evansbeck, genauso bin ich war. Er ist einer der liebsten Kollegen, die man hat. Nicht nur, weil er im Saal ausströmt, sondern hinter der Bühne ist er genauso jeck und so lebt wie immer. Ich stelle sagen, lieber Thomas, dir alles Liebe und Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Wir wissen, wovon wir sprechen. In diesem Sinne, dir alles Gute und wir verabschieden dich mit einer dreifachen Gölle! 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 Maritjojo. Achso, der könnte ordnen. Merkt ihr das? Ich will der Gesellschaft immer Geld sparen. Komm, der Christe. Die passen auf, wenn sie bezahlt sind. Ja, meine hochverehrten Damen und Herren, das Programm rast mir durch die Hände. Wir hätten normalerweise jetzt, weil wir ja wissen, dass Sie kölsche Sachen lieben, wir hätten normalerweise einen Sänger, der das Urkölsche und Urtypische sehr, sehr stark verkörpert. Der Kerl ist aber leider dem Corona über den Weg gelaufen und die zwei haben sich nicht verstanden. Also, der ich sage, was müssen wir machen? Der Vorstand hat weder Kosten und Mühen gescheut. Also mit Kosten ist ja Unsinn, die kommen alle mit uns. Aber wir haben natürlich jetzt auf die Stelle einen Mann an der Front holen müssen, der es auch bringt, dass sie wieder zuhören. Ich sage nur eins, empfangen wir mit Begeisterung Willibert Pauls.
muss man ja höchst sagen, ich freue mich außerordentlich, dass ich hier bei dieser Gala-Sitzung in der Wolkenburg dabei sein kann. Wir wünschen dem Horst Peter, das war ja der Ohrhohn, ne? Der hat ja die Höhner mitgegründet. Wir wünschen dem Horst Peter gute Besserung und ich freue mich ganz besonders, dass er einen der besten und der lesendsten Büttenredner, die Köln noch zu bieten hat, nämlich der Jupp, Mensch Jupp, als Präsides hat. Das ist großartig. Und ich, ja, könnt ihr ja klappen, das ist schön. Pass auf, wir sind ja alle gebildet, aber jetzt erzähle ich euch jetzt, das weiß keiner. Wenn mein Kölsch nur mit Knubbele ist, ja, ich bin doch eine Emmi. Ich komme aus dem bergischen Land, also bitte das zu entschuldigen. Aber ich möchte euch jetzt etwas erzählen, das weiß noch kein Mensch, selbst der Jupp nicht. Im vorigen Jahrhundert war es noch undenkbar, seine Kinder nicht taufen zu lassen. Die wurden beschimpft als Heiden. Ja? Selbst die Benz, ja, die Ernpens in der Schule. Mit dem spielst du nicht, das ist eine Heide. Ja, jetzt pass auf. Ein Kölner Komponist hat sich darüber so geärgert und hat gesagt, so, und jetzt schreibe ich extra ein Lied für einen Heiden. Und das war der berühmte Heide Witzka. Ich weiß ja, ist natürlich Quatsch, aber von Karl Bergur. Und ja, der Josef hat das noch ja nicht verraten. Aber neben meinem Beruf als Büttenredner bin ich ja tatsächlich immer noch katholischer Diakon im Erzbistum Köln. Und mein Chef ist Kardinal Wölki. Mit Recht. Meine Güte, was ist das ein Trauerspiel? Ja? Also ich sage das immer so, ich wollte Kardinal Wölki ein Fahrrad schenken. Er hat es nicht angenommen. Klar, das Fahrrad hat einen Rücktritt. Und damit kann er nichts anfangen. Ne? Rücktritt geht nicht. Der sture Mein Gott nochmal. Aber ich komme auch nicht immer mit. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte vor Jahren einen Witz in meiner Rede, der galt damals als Witz. Heute sagen viele, ja, das ist doch normal, pass auf, der ging so. Eine junge, emanzipierte Mutter geht zum ersten Mal mit ihrem Neugeborenen spazieren. Der Norbert schaut in das Kinderwägelchen und sagt, auch das ist aber ein süßes Baby. Was ist es denn, ein Junge oder ein Mädchen? Darauf sagt die emanzipierte Mutter, das soll unser Kind später mal ganz alleine entscheiden. Ja! Hör mal, ihr seid normale Leute, ihr lacht da wenigstens noch drüber. Es gibt nicht wenige, die sagen, nein, das ist normal. Ja? Also das Geschlecht ist nur zugewiesen und man soll später selber entscheiden, ja, was man ist. War das ein Quatsch? Also komme ich nicht immer mit. Ja? Oder noch schlimmer, pass auf. Ich hatte in der letzten Fernsehsitzung vor Corona eine Erzählung, um die rheinische Mentalität zu beschreiben. Danach bekam ich einen, ja so nennt man das, Shitstorm, also ein Scheißstürmchen,
Dieser Witz wäre diskriminierend und rassistisch. Jetzt erzähle ich das noch und dann gucken wir mal zusammen, wo der Witz diskriminierend sein soll. Pass auf, der ging so. Da ist ein Türke, ein Westfale und ein Rheinländer. Alle drei sind krank und sie begegnen Gott, dem Allmächtigen. Und dann sagt der Türke, Allah, Allah, wie krank, Allah, viel Schmerz, Allah. Seht ihr, wo mein Sohn? Im Rücken. Küt Allah, legt dem Türken die Hände auf den Rücken. Zack, ist der gesund. Sagt der Westfale, jo Herrgott, das ist genau dasselbe wie meine Schulter, oh. Schmerzen in der Schulter. Kommt J, legt dem Westfalen die Hände auf die kranke Schulter. Zack, ist der gesund. Dann wendet sich Gott mit seinen heilenden Händen Richtung Rheinländer. Und sagt er, pass auf, Jungen, Flossen weg, ich bin noch 4 Wochen krank geschrieben. Ja. Und jetzt frage ich mich, wo um alles in der Welt soll das diskriminierend sein? Ja, ich wurde aufgeklärt. Wenn ein alter weißer Mann einen ausländischen Mitbürger imitiert, Allah, wie krank, Allah, ja, dann ist das schon diskriminierender Rassismus. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, wir haben nicht mehr alle Latten am Zaun, ehrlich. Mann. Indianer soll man immer sagen dürfen. So ja, mein Winnetou soll rassistisch sein. Winnetou, ja. Jedes Kind begreift die Filme oder die Blutsbrüderschaft zwischen Winnetou und Don Cheadle. Das ist das Gegenteil von Rassismus. Das ist Liebe und Freundschaft, ja. Da habe ich mich so geärgert. Da habe ich, alter Sack, einen Wutrap geschrieben. Pass auf, jetzt wird furchtbar, aber es geht, ja. Also ein Wutrap. Der Held aus meiner Kindheit, der hatte rote Haut. Ein Mann, der selbst zu Feinden eine Brücke baut. Doch wer Winnetou verehrt, gilt heute schon als Rassist. Erlaubt mir, dass ich sage, dass das gequirlte Scheiße ist. So, das muss Mann. Ist das nicht furchtbar? Ja? Und ich meine, man muss über sich selber lachen können. Man muss über die Dinge lachen können. Man muss über den Dingen stehen können. Das ist gesund und das macht frei. Ja? Und ich meine, das gilt erst recht für die Religion. Ja klar. Ja? Moment. Erst muss der Konflikt beruhigt werden. Alles gut? Ja, sonst müssen wir die UNO einschalten, aber das klappt ja schon in der Ukraine nicht. Ja, das gilt erst recht für die Religion, das ist doch klar. Ne? Also ihr glaubt nicht, wie viele Leute dem Vorgänger vom Wölki geschrieben haben. Ich habe ja immer den Kanalmeister gesagt, ne? Kardinalmeister. Ja, war manchmal unerträglich, schlief grundsätzlich in einem Doppelbett, damit er sich auch nachts querlegen konnte. Ja, so war das. Ne? Und dabei ist es so wichtig, natürlich auch über die Religion Witze erzählen zu können. Es gibt die wunderbaren, pass auf. Der Tünnes geht morgens früh in aller Herrgottsfrüh aus dem Muss. Da hört er eine Stimme, die ihn warnt. Tünnes! Zurück! Er zurück, ein Stein kommt heruntergefallen, hätte ihn erschlagen, wenn die Stimme nicht gebüsse wäre. Der lurt sich nix, kein Mensch da. Seht ihr, komisch, da hätte einer zurückgebrüllt. Ja, er geht wieder, geht grad auf die Straße, da hört er als wieder die Stimme. Tünnes zurück!
Er zurück, Auto vorbeigebraust, hätte ihn überfahren, wenn die Stimme ihn nicht gewarnt hätte. Der lurt sich nix. Ich sagte, jetzt ist es mir genug. Wer brüllt da eigentlich immer zurück? Die Stimme antwortet, ich, dein Schutzengel. Menge Schutzengel? Ja, und ich kann dich ja nicht sehen. Kannst du nicht, Engel sind unsichtbar. Ach so, hör jetzt, Engel, du Labbes. Wo bist du denn eigentlich? Auf deiner linken Schulter. He? Ja, dann passen Sie auf, ganz auf Ihr Hunger, dann tu nicht. Wo bist du? Ellenbogen. He? Ja, dann passen Sie auf, ganz auf Ihr Jon. Dann tu nicht. Bist du da? Ja, in meiner Hand. Da drin? Ja. So, jetzt hab ich dich. Wo warst du, als ich hier an? Das sieht selbst der Petrus ein, ja. Und so ja der Kanalmeister, der Kardinalmeister. Er hat nicht nur mich nicht gebremst, sondern ich konnte mit seinem Segen Witze erzählen, so viel ich wollte. Er hat mich nie irgendwie ermahnt. Das hatte ich ihm nicht vergessen. Ich konnte Witze über die Religion erzählen. Beispiel. Der Frau Schmitz kommt in den Beichtstuhl. Pastor erkennt sie. Frau Schmitz, ja, ich muss doch beichten. Ja, sicher, bitte. Im letzten Kriegsjahr, 1945, habe ich einen jungen französischen Soldaten im Keller versteckt. Frau Schmitz, das ist doch keine Sünde. Da haben Sie ein gut Werk getan. Nee, ich muss es beichten. Ich hatte ihm eine Bedingung gestellt. Dafür, dass ich ihn nicht verrate, musste er mich einmal in der Woche im Bett besuchen. Frau Schmitz, aber hören Sie mal, da müssen Sie nicht beichten. Das ist es so lang her. Außerdem, unser neuer Papst sagt immer, wenn man ihn lässt, an erster Stelle kommt einzig und allein die Liebe. Und danach, ja, gucken wir mal nach dem Moral. Da müssen Sie nicht beichten. Doch, ja, warum denn, Frau Schmitz? Also, ich bin jetzt 96. Er ist 87 und ich habe ihm noch nicht erzählt, dass der Krieg vorbei ist. Soll ich mich fortschließen? Ein Paradebeispiel, wie erlösend die Perspektive über den Dingen ist. Und erlaubt mir, ich bin ja nun mal unheilbar katholisch, erlaubt mir, dass ich zum Schluss dazu auch noch was Frommes sage. Das ist nämlich dasselbe in der Religion. Der einzige Unterschied, es gibt nur einen Unterschied zwischen Atheismus, also ungläubig und gläubig, nur einen. Und das ist die Perspektive. Aus atheistischer Sicht endet alles, wirklich alles, letztlich auf der Verrottung, in der Verrottung auf dem kosmischen Abfallhaufen des Nichts. Der Mensch ist nur Materie und wenn die aufhört, Feierabend, nichts. Wenn meine Mama mir in die Augen schaute, da wusste ich, dass sie dachte, Willibert Jung, du hast eine Seele, Kind. Und deine Seele ist einmalig und kostbarer als das ganze Universum. Und das geht mir hier genauso. Wenn ich euch in die Augen schaue, jeder hat eine Seele, einmalig kostbarer als das ganze Universum. Und nichts kann eure Seele, unsere Seelen zerstören. Kein Putin, Drecksack, kein Corona, keine Krise, sogar der Tod nicht.
Das ist die radikalste Perspektive über den Dingen. Weil der Tod nicht das letzte Wort hat für unseren Körper, ja, wissen wir doch alle, hey, irgendwie, da, irgendwie. Aber nicht für unsere Seele. Und deshalb darf man nicht nur Witze über den Tod machen, sondern muss es sogar. Und deshalb zum Schluss mein Lieblingswitz über den Tod. Tünnes und schär, voll wie ein Eimer, schwanken durch die Straßen von Köln, unter Absingen von despektierlichen Liedern. Maria durch Goldenwald ging. Kyrie eleison, wunderbar. Mir hat mal ein westfälischer Schütze gesagt, wir singen das Lied mit Maria durch Dornwald ging noch brutaler. Wir singen das Maria hart am Domkat hing. Ja gut. Bisschen frech, aber herrlich. Ja. Pass auf. Zurück zu Tünnes und Schär. Die kommen an der Friedhof Melotte und dann sagen sie, komm, Millionen Afköt, so. Millionen über Melotte, das ist Köt. Ja. Die zwei Suffköpfe kommen aber nur bis zur Mitte vom Friedhof. Dort setzen sie sich auf eine Bank und schlafen selig ein. Am nächsten Morgen wird der Tünn wach. Und dann der Schock. Hä? Wieso Gräber? Soweit sein Auge reicht, nur Gräber. In dem Moment wird der Schell wach, appelt sich schon und sagt, Tschüss, was ist los? Seht ihr, was los ist, kann ich dir sagen, Kamerad. Auferstehung, wir zwei sind die Ersten. Beispiel. Und ja, das ist der Grund, warum Religion und Humor zusammenpassen, sind Bruder und Schwester. Weil beide über den Dingen stehen und den Menschen frei machen. Freiheit, das ist das Wichtigste. Und einer, der das auch wusste, ist immer mein Schlusszeuge. Heinz Rühmann in seiner Rolle als Pater Braun. Und da sagt er das genau mit den Dingen, mit über den Dingen stehen, nämlich Humor ist eine Erscheinungsform der Religion. Nur wer über den Dingen steht, kann sie belächeln. Und das, liebe Freunde, das wünsche ich uns allen. Dass uns das Tag für Tag mehr gelingt. Über den Dingen. Über den Dingen stehen in österlicher Freiheit. Denn Pater Braun wusste schon, Humor ist ein Teil der Religion. Nur innere Freiheit von allen Sachen befähigt uns, sie zu belachen. Der Rheinländer hat das längst im Blut, der sagt, der Hauptsache ist, et hetz ist jo. Und im Jachten des Lebens ist Humor der beste Dumm. Das sagt der bergische Jung. Danke für die Aufmerksamkeit. Jeder noch wieder wird, ja, warten Sie halt. Ich habe mir gerade jetzt aufgeschrieben, wenn der Willibet gut, kann man der Wölki ertragen. Hochverehrte Gäste, ich glaube, mancher von Ihnen weiß ja nicht, was wir uns heute genommen da für ein Kleinod auf die Bühne geholt haben, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, in der heutigen Zeit, auch was unsere katholische Kirche anbelangt,
sind Leute vom Schlag eines Willibert Pauls so etwas von wichtig, denn wir können nicht nur immer hinterherrufen und Unverständnis verbreiten und sagen, wie ist das möglich? Man muss auch ein paar Typen haben, die der Weg noch vorne sind und dann noch uns mitnehmen auf dem Weg. Und dass man sagt, es ist nicht alles ganz schlimm. Wir kommen auch noch auf die eigenen Füße und trecken den Karren aus dem Gedrisse. Meine hochverehrten Damen und Herren, liebe Willibert, es war wieder so eine Genuss und du kannst immer wieder wiederkommen, das weißt du. Und wir werden dich in guter Erinnerung behalten. Unserem lieben Willibert, der Jode Heimweg und Jode neue Session, die könnt ihr auch bald schon wieder. Also dir noch alles Gute und dreimal von Hetze. Gölle! 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 Willibert, Herr Christian Orde, du bist wenigstens einer, der kriegt, die anderen kriegen ja nur angekündigt. Ne? Machet Jod, liebe Jungen. Unsere Willibert, machet Jod. Tschüss zusammen. Meine hochverehrten Damen und Herren, ich muss Ihnen noch ein Kompliment machen. Außer Barmosch braucht man eigentlich ja nicht hinzugreifen. Es wäre auch zu schade gewesen für dieses tolle Programm, was die uns das wieder höchst zusammengestellt hat. Meine Damen und Herren, wenn sich schöne junge Menschen grazienhaft bewegen, können das nur Tanzgruppe sein. Da gibt es nichts zu bemäkeln, da sprüht Freude über die Bühne, ihnen sieht man die Freude an. Alles aktive Mitglieder ihrer Gesellschaft mit starker Ausstrahlung, schon häufig bei uns gewesen, die Hüppemützjahr. Ja, jetzt. Schönen guten Tag zusammen. Hier für Sie aufgezogen die Tanzgruppe der Hüppemütze in der großen Kölner Karnevalsgesellschaft. Und wir freuen uns heute Nachmittag hier bei Ihnen sein zu dürfen und haben Ihnen einen oder anderen Tanz natürlich aus unserer Domstadt mitgebracht. Und mit dem ersten wollen wir auch direkt beginnen mit unserem Karnevaltiere. Viel Spaß. Ja, bitte!
viele Karnevalsfreunde. Ja, wir haben den Festival. Schön ist das. Ja, meine Lieben, ich hoffe, der erste Tanz hat euch gefallen, unser Karneval 4. Und mit dem nächsten möchten wir euch unser kölsches Herz einmal näher bringen, was wir Höppemützchen 4 so empfinden, wenn wir auf solch tollen Bühnen stehen können und vor Publikum nach 2 Jahren endlich wieder tanzen dürfen. Freut mich nun auf unseren Kölsch-Gefühl. Viel Spaß. Ja, bitte.
Ja, meine hochverehrten Damen und Herren, ich bin völlig überrascht. Jedes Jahr haben wir von dieser Tanzgruppe neue Sensationen. Hier bricht bald die Bühne ab, wenn die loslegen. Es ist ein Augenschmaus und es ist wirklich also eine der besten Gruppen, die wir in Köln haben. Das große Problem, ich nehme an, das ist immer noch, dass die Gruppen relativ wenig gebucht werden, oder hat sich das mittlerweile geregelt? Es geht. Es geht. Es könnte ja nie sein, denn die Erbig, die die jungen Menschen sich machen, die ist unbezahlbar und soll uns als Ausbruch des Kölner Karnevals noch viele, viele Jahre erhalten bleiben, ob Nachfolger oder Nachfolgerinnen. Das ist egal. Der Hauptsache ist, die Hüppemütze müssen bestanden bleiben. Schönen Dank. So, aber da ja wir in Deutschland leben, muss ja auch alles bürokratisch festgehalten werden. Das heißt, wir fangen jetzt uns von oben an, der Kommandant dieser Wahnsinnsgruppe, Dominik Benziek. Das Tanzpaar Yvonne Küsken und Felix Kirspel. Die Anzahl österreichische Eck, Alex Dilleborsch. Und vor der Türe, immer bescheiden im Hintergrund, Choreografie Silvia Bretschko. So, da haben wir noch der erste Vorsitzende, Simon Seidel. Und was will ich da? Und die Trainerin, die natürlich große Verdienste um diese herrliche Gruppe hat, die Trainerin Clara Scheurer. Ja, jetzt ist die Frage, meine Damen und Herren, Sie werden nicht glauben, die hätte noch eine. Ja, ich rede noch. Ja. Also, Lorenz, macht es gut. Ja, der nächste Tanz wird den jungen Männern, den Kölschen Schutzmann, richtig freuen. Es ist ein Tanz mit wunderbaren alten Kölner Karnevalsliedern, die ihr alle kennt, die wir schon als kleinen Kinder zusammen gesungen haben. Und möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen über unsere Vaterstadt Kolonia, eine Geschichte erzählen über eine super geile Zeit. So sieht aus, ne, Pöppelmütze, stelle schon zum Rückblick und euch allen noch eine schöne Sitzung, eine schöne Phase leer, macht gut und tschüss zusammen.
Ja, meine hochverehrten Damen und Herren, Sie werden es ja nicht gemerkt, für Luther Attraktion hast du vergessen, dem Tanzpartner Orden zu verleihen. Das ist eigentlich eine unverzeihliche Aufgabe. Ne? Aber da ich das Gehöckeböchen jetzt mal machen darf, wird mir das wahrscheinlich verziehen. Also übergeben wir jetzt dem Tanz. Ja, habe ich gedacht, so blöd, der habe ich extra noch in gesetzt. Mein liebes Tanzpaar, wo sieht er? Liebchen, nimm doch das selber, ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man das Wasser runterläuft, man muss sich so eine Orden bewegen. Ne? Wo ist der liebe Jung? Da ist der liebe Jung. Alles Gute, macht wie so. Ihr werdet von der Spitze kaum zu verdrängen sein. In diesem Sinne, macht es gut, grüßt mal der ganze Fürstand, das ganze Schmölzchen, aber ihr seid die, die nie vergessen werden. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, da verabschieden wir uns der Höppemütze mit einem dreifachen Gölle! 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 Dankeschön, Ausmarsch! Wir haben die Showband Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen. Die Big Band, einfach zu beurteilen, heißt Eulen nach Athen zu tragen. Musikalische Allrounder mit eigenen Hits, wie zum Beispiel Der Abend vor dem Morgen danach, Düsseldorfer Nächte, Wir feiern das Leben. Die Band ist international tätig, Kanada, Mexiko, USA, Australien, um nur die größten Reisen zu erwähnen. So, und jetzt mal ganz ehrlich, da wir so etwas in Köln nicht haben, spielen die Swinging Fanfares für uns in Köln. Wir wollen schließlich das Beste auf unseren Bühnen haben. Deshalb sind wir auch so stolz, wir empfangen aus unserer Landeshauptstadt die Swinging Fanfares. Ja, habe ich ein paar einige Lieder mitgebracht, unter anderem Der Morgen vor dem Abend danach. Das ist natürlich der Abend, der Morgen danach. Aber völlig egal, da kommen unsere Jungs. Wir singen euch das jetzt einmal vor und wir singen nach. Jetzt seid ihr dran. Das ist großartig, aber zuerst feiern wir das Leben!
Morgen ein Hochkette. Und wenn er sagt, dass das alles so nicht geht, dann sagen wir, das werden wir dann mal sehen. Heute wird die Welt nicht untergehen. Heute werden wir uns wiedersehen. So was haben wir lange nicht mehr erlebt. Jetzt ist unsere Zeit zusammen. Halleluja! Wir feiern das Leben, wir feiern die Liebe. Halleluja! Wir feiern das Leben, wir feiern die Sache. Konfetti reden. Kommt du näher, komm rein, komm raus. Und das negative Zeug kommt raus. Schicken uns ein bisschen Laune ins Bett. Haben wir gegessen und nach Hause geschenkt. Hat da jemand gerade nach dem Heim gesucht? Ist da lange draußen und begossen der Fuß? No, ich kann gar nicht. Wir wollen das Leben! Tanzen bis die Erde weht. Sowas haben wir lang nicht mehr erlebt. Hier kommt die Musik, so laut es geht. Jetzt ist unsere Zeit zusammen, keiner allein. Halleluja! Wir feiern das Leben, wir feiern die Liebe. Halleluja! Wir feiern das Leben, wir feiern zusammen. Alle zusammen. Wir feiern alle zusammen. Wenn ihr da hinten vielleicht von da hinten nach vorne kommt, dann seht ihr uns viel besser und hört uns auch viel besser. Also steht alle auf und kommt nach hier vorne. Wir machen mal eine kurze Pause, beziehungsweise einen kurzen Stimmungstest hier bei euch. Ich singe was vor und ihr singt direkt nach. Also ihr vervollständigt die Sache. Ich fang mal an. Volare, cantare, Haribo macht Kinder froh. Wow, sensationell! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Und hier ist für euch verdammt lang her. Kommt ruhig nach vorne. Verdammt lang her.
Ihr seid echt der Wahnsinn. Jetzt haben wir euch ein Liedchen mitgebracht. Das heißt, der Abend, bitte? Der muss pudern. Ja, dann nichts aufs Klo. Ja, wir haben uns ein Liedchen mitgebracht. Das heißt, der Abend vor dem Morgen danach. Und ist auf der neuen, wie heißt sie? Auf der Après-Ski 23 ist die mit drauf. Das gibt einen Riesenhit, beziehungsweise ist schon einer. Wir haben gerade den Oscar gewonnen dafür. Und wir wünschen euch viel Spaß! Nehmt alle die Hände hoch und steht alle auf! Ja, das sieht schon ganz gut aus. Sobald die Sonne untergeht, auf der Party deiner Wahl, dann wird aufgedreht. Es wird hart, doch wir nehmen das in Kauf. Wir pusten der Vernunft des Diese Party gibt es nur an Tagen wie diese. Ich war schon gekommen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt.
als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm mir entgegen, ich glaub zu wohnen, auf dem Markt, zu derselben Uhrzeit, am selben Zeitpunkt, letztes Mal. Durch das Gefälle der Menschen haben wir uns den alten entlang der Gassen zu freien Terrassen über die Brücken bis hin zu Berlin, wo alles laut ist,
Gitarre? Nee, ne? Hast du gerade geguckt? Nee, wolltest du noch eine spielen? Nee. Ja. Sollen wir noch eine spielen? Ja, pass auf. Wir haben nämlich folgendes Problem. Die Wolkenburg steht unter Denkmalschutz. Wenn er noch 3 Abende, gestern Abend hat er ja die Bude auf links gedreht. Wenn er noch 3 Mal gut, dann können wir den Gast hier hinsagen. Ne? Meine Damen und Herren, 1, 2 Sätze dürfen Sie mir nicht nachreden. Es ist folgendes, es gibt ja immer der urale bedrissene Knatsch. Ja, die kommen aus Düsseldorf, die kommen aus Köln. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, so jetzt, wie heute Abend mit euch, habe ich hier in Köln noch nicht erlebt. Dankeschön. Eine haben wir noch. Ja, jetzt haben wir was Langsames mitgebracht. Und zwar haben wir diesen Song vor 3 Jahren angefangen zu schreiben. Es hat eine Weile gedauert. Vor 2 Jahren wurde er fertig. Und wir haben uns unseren guten Freund Peter Brinks dazu genommen und haben Fastelovensig gemacht. Und den tragen wir euch jetzt vor. Seid gespannt, nehmt euch in den Arm und kommt irgendwie.
machen nämlich jetzt etwas, ja, was eigentlich viel häufiger in den Sälen präsent sein sollte. Ich will nicht alles verraten, aber uns Bands sind ja unsere Zukunft auch im Karneval. Und aus diesem Grunde empfangen wir heute, alles andere können Sie selber sagen, das Kölner Kinderdreigestirn. Klatsch mal! So, meine Damen und Herren, noch uns konzentrieren, ruhig sind, denn die haben es mit Sicherheit verdient. Ich tue sie nur gut vorstellen, der Rest machen sie selber. Ich bitte nochmals um Ruhe. Es wäre sehr fair den Kindern gegenüber, wenn man den Schluss noch ein paar Minuten halten könnte. Dankeschön. Wir begrüßen Prinz Tim II. Tim Wojtecki. Zweites, meine Damen und Herren, hätten wir Bauer Matteo Kirsch. Ja, meine Damen und Herren, unsere Bude muss sich jeder merken, denn der ist zuständig dafür, dass an uns Vaterstadt nichts dran geht. Deswegen hat er auch den Pfleger da. Und wer sich wie ein Pfleger benimmt, der kriegt er für warmen Regen. Und als Dritte, meine Damen und Herren, haben wir uns Jungfrau Marlene Kewitz, die alle Kölsche Männer der Engelsche verdreht. Ja, und so einen Haufen, wie wir Kölsche sagen, der braucht auch eine gewisse Equipe. Das heißt, da müssen Leute drumherum sein, die jetzt sagen haben,
und die, wenn die ihre Aufgaben erfüllen, auch dafür sorgen, dass der Laden wieder läuft. Heute haben wir als Betreuerin dabei Gloria van Buren-Wiese. Dankeschön. Ja, und damit da noch richtig Schwung geht, müssen wir natürlich noch ein paar Kerls oder Mädchen dabei haben, die den ganzen Zug mit begleiten. Und das sind heute Bands aus Köln in Uniformen der Bürgergarde Blau-Gold. Dankeschön. Leefjecke, Leefvastelovend, Leefjecke, Leefvastelovensrunde, 200 Jahre Kölscher Fasteler. Zum Jubiläum gibt euch das Kinderdreigestehende eher 200 Jahre. Ihr meint, so alt sehen wir nicht aus? Doch nicht wir. Nee. Die alten Säcke, schicke Frecke vom Festkomitee. Als Prinz Tim II. Zieh ich durch die Seele. Jetzt zeige ich euch, wem ich die Show hier stehle. Die erste Geige spiele ich nicht, dafür Trompete und Fußball durch Omas Beete. Wenn mich die Ma von der Haut holen will, steht die ganze Bande nicht mehr still, als Stimmungskanone, weithin bekannt. Meine Garde stellt den großen Bauern den Adjutant. In meiner Familie ist keiner Gardist. Was? Du glaubst, ich sei kein Karnevalist? Casala FC Gitarre spiele. Das ist meine kölsche Pille. In meiner Familie bin ich der Jack. Ich stehe auf der Bühne und da ziemlich keck. Gemeinsam die Kostüme mache. Oktopus, Seepferdchen oder Drache. Das ist wirklich meine Sache. Zusammen vieren mit Jung und Alt. Das ist mich Zusammenhalt. Drum bin ich ein reichen euer Bauer. Und das mit reichlich kölscher Power. Schlechte Laune kommt mir nicht parat. Haben die Zitronen. Ich press dir Limonade. Als Jungfrau Marlene im schönen Gewand von den letzten Paulanern zu euch gesandt. Gloria macht mich täglich parat, drum steh ich vor euch im prächtigen Ornat. Glaubt mir, dass ich nicht blöde. Mein Lieblingsfilm heißt Drei Haselnüsse für Wenn ihr denkt, ich werd auch vom Prinz der Majestät, dann ist es für euch leider zu spät. Wird, ihr meint, dazu nehmt ihr eure Töne, die hat 200 Jahre, euch dran zu gewöhnen. Och, das haben wir ja noch nie gemacht. Doch bin ich sicher, wenn welche schaffe das. Für die Zukunft habe ich eine Bitte. Im Kindergarten war ich die Vier in der Mitte. Manchmal scheint doch alles verkehrt. Der Prinz kann warten, ich denn das Pferd. Auf kreuz oder quer, auf Knäsch oder her, mehr los nicht und los nicht vom Faste leer. Hört zu, ihr Großen dieser Welt, was verstehen wir Kinder von euren Sorgen, eurem Geld? Wär nett, wenn ihr eine Erklärung für uns fändet, aber vielleicht ist nur wichtig, wie das alles endet. Seit 200 Jahren, und das ist wahr, gibt uns der Karneval Kraft fürs ganze Jahr. Doch eins könnt ihr von Spence noch lernen. Von Kolonia bis zu den Sternen. Ob groß, ob klein, ob arm, ob reich. Im Fastelovend, in Köln.
sind wir alle gleich. Und deswegen, ruf mir auf, Dreimann-Plätze, Kölle! Treuer Husar! Festkomitee! Für euch, Dänemark, kein Mühescheue, drum dürft ihr euch jetzt auf was ganz Besonderes freuen. Musik bitte ab. Junge Tänze zum Ball, der Hirsch an der Hand, und der Zauber wird ganz Kölle, in der Tasse ins Land. Ich bin der Prinz, geboren fast leer, und ich nehm euch mit in ein wunderschönes Land, wo kein Sorge jetzt. Da schmecken alle süß wie Kamel, und bin auf Ferienland. Konfetti durch die ganze Welt, und wir gehen ans Bett in den Markt. Denn im Tänze zum Ball, der Hirsch an der Hand, und der Zauber wird ganz Kölle, in der Tasse ins Land. In Barcelona, da jede Nacht, rum oder ab, zwar Land und Land. In Barcelona, geht hin oder her, kreuz oder quer. Wenn ich hier dort, sich 200 Jahre, macht ihre Masse leer. Ich bin der Burg und der Schwester doch ist Superkräfte hat. Doch ich weiß genau, dass ich dich an zum Lachen bringen kann. Denn wir Tänze zum Ball, der Hirsch an der Hand, und der Zauber wird ganz Kölle, in der Tasse ins Land. In Barcelona, da jede Nacht, rum oder ab, zwar Land und Land. In Barcelona, geht hin oder her, kreuz oder quer. Wenn ich hier dort, sich 200 Jahre, macht ihre Masse leer. Ich bin mit Hammermädchen hier vom Ring, mir wird nix so wild. Ich bin nicht hier, dass alles schafft, was da echt nur will. Denn wir Tänze zum Ball, der Hirsch an der Hand, und der Zauber wird ganz Kölle, in der Tasse ins Land. In Barcelona, da jede Nacht, rum oder ab, zwar Land und Land. In Barcelona, geht hin oder her, kreuz oder quer. In Barcelona, da jede Nacht, rum oder ab, zwar Land und Land. In Barcelona, geht hin oder her, kreuz oder quer. Liebes Kinderdreigestirn, liebe Leute im Saal, wenn man so jetzt hört und merkt auch, dass man aus Kindermund den Spiegel vorgehalten bekommen kann, dann sollte man das nicht ungetan verstreichen lassen. Wir sollten uns tatsächlich zu Herzen nehmen, dass auch aus Kindermund durchaus die Wahrheit und das Verständnis für andere Leute kommen kann. Die Kinder
Die Kinder machen uns das teilweise vor, sodass jeder Erwachsene sich ähnlich aufdrehen wird und verschämt guckt und denkt, was ist dann in der Welt passiert. Ich würde sagen, ihr habt uns hier eine wunderbare Schau, sagen wir heute ja dazu, geboten, das ganze Schmelzchen, wie mir Kirche sagen, und ich weiß, es gibt viele Kinderdreigestirne, die später nahtlos in das große Dreigestirn übergegangen sind. Vielleicht hat er bis dahin noch Lust daran und werdet dann eben die großen Prinzen mit Ägypt. Meine Damen und Herren der Begleitung und all die Leute, die dahinter standen, denn das ist ja eine Ameisenhaufen, ne? Da müssen sie richtig dran anpacken, habe ich jetzt so mir jetzt erklären lassen. Ich würde sagen, euch alles Liebe und Gute. Habt ihr noch einen Auftritt heute? Ne? Ist jetzt Schluss, ne? Ich kenne das selber, man muss da ehrlich sein, manchmal denke ich auch, jetzt hast du aber auch die Schnauze voll. Ne? Habe ich recht? Meine Damen und Herren, ich bedanke mich speziell jetzt für diesen Programmpunkt, dass Sie so freudig zugehört haben und den Bands die richtige Anerkennung geboten hat. In diesem Sinne, unser Kirches Kinderdreigestirn mit Begleitung logischerweise und mit allen Leuten, die damit zu tun haben. Alles Gute, gut heim, bis demnächst wieder. Euer Kölner Husarenchor. Dankeschön. Ja, da haben wir noch jetzt. Tun uns das eine Ding noch weg. Ne, das, ja. So, jedes dieser 3 Würdenträger bekommt jetzt noch ein Kuvert. Da könnt ihr dann gucken, was drin ist. Ich weiß jetzt selber nicht. Bitte schön und macht es gut und macht euch ein bisschen Freude mit. Lieb Lügsche, alles hat einmal ein Ende und Sitzung für dieses Jahr hat auch ein Ende. Ich bedanke mich bei allen Offiziellen, die das im Namen der Gesellschaft organisiert haben. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das jetzt das letzte Mal gemacht, man könnte sich dran gewöhnen. Ne? Ja, dich brauche ich nicht besonders vorzustellen. Du hast ja alles mitgemacht und bist die gute Fee im Hintergrund. Der Orden hast du ja bestimmt schon kriegen. Ne? Meine Damen und Herren, man muss dann ganz knapp sein und sagen, es hat mich gefreut, unser Ilberat, bei denen bedanke ich mich auch, die haben auch über die eine Panne hinweggeholfen, das merkt ihr ja nicht. Das ist ein Zeichen, wir sind mittlerweile ingespült. Macht gut, lasst es schmecken, bis demnächst wieder. Ihr Kölner Husarenchor. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Als erstes mal ganz herzlichen Dank, lieber Jupp. Großartige Moderation. Bitte? Noch nicht fertig. Dann noch ganz herzlichen Dank dem Ilberat für eure Unterstützung. Dann ein ganz herzliches Dankeschön an die musikalische Unterstützung. Und an die Unterstützung durch die Technik. Und dann möchte ich jetzt ganz gerne das Team von der Bahnhofsmission auf die Bühne bitten und auch nochmal Danke sagen.
Organisation. Allen voran Michael Hoffmann. Wir haben monatelang geschuftet, um das hier auf die Beine zu stellen. Und Michael ist da wirklich federführend gewesen und hat sehr viel Vorarbeit geleistet und auch vorher schon für Gleis 1. Und ich muss dazu auch sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Michael zu arbeiten und auch mit dem ganzen Team heute. Es war wirklich eine tolle Sache und würde jetzt gerne als erstes, weil die Chefin, die Frau Rindle, ja leider nicht da ist, stellvertretend einen Blumenstrauß überreichen. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für die großartige Unterstützung, auch im Vorfeld, und ich hoffe, wir können das wiederholen. So, jetzt kriegt der Michael noch. Und da wir einen Schirmtausch gemacht haben, Missionsschirm, jetzt einen Husarenschirm und noch einen Schal. Schade, dass unsere Chefin heute, die Corinna Rindle, nicht da ist, aus privaten Gründen. Sie lässt aber alle Gäste grüßen, die auch regelmäßig bei uns am Bahnhof sind, und auch die Husaren. Vielen, vielen Dank, dass wir heute dabei sein konnten, auch im Namen des Teams. Das hat uns im Vorfeld echt viel Spaß gemacht, dabei zu sein, und ihr macht hier eine echt tolle Veranstaltung für unsere Gäste. Es hat schon am Bahnhof geknistert die letzten Wochen, wo die Tickets verteilt wurden und viele gefragt haben, wo sind die Tickets und wann kommen die? Und da macht ihr wirklich einen wertvollen Beitrag, und ich glaube, ihr da hinten alle im Saal, ihr findet das alles super, und ich glaube, das ist ein schöner Applaus wert, oder? Ja, vielen herzlichen Dank. Dann machen wir jetzt einen Teamwechsel. Würde ich jetzt gerne mal die Kollegen aus dem Kellnerservice nach oben bitten. Ja, vielen Dank.